Morgen halt auch, servus. Guten Morgen, ein kleines Kaffeeprösterchen. Ja, Podcast wollten wir eigentlich, während wir auf Tour sind, aufnehmen, haben wir leider nicht geschafft, weil, man kann sagen, wir einmal mit den Glue-Boys gesoffen haben, einmal mit den Veranstaltern und einmal hat es zeitlich einfach nicht ergeben in Nürnberg da, oder? So zusammenfassen. Ja, wenn man Also jetzt, gesoffen ist ein großes Wort bei den wenn man Glue-Boys. jetzt die Stunde ausnimmt und immer Charade gespielt. Gibt mir gerade in diesem Moment. Ja. Aber es war auch nicht so der Vibe gewesen. Nein, ich finde, wenn sie schon auch alle Leute, die wo dabei sind, darum kümmern, also um uns kümmern und die wir schon den ganzen Tag im Mittelpunkt stehen und dann auf der Bühne sind, dann ist irgendwie komisch, wenn man dann noch eine Stunde einen Podcast aufnimmt und dann noch sagt, hey, hört uns da an. So, setz mal leise. ja, da geht's raus. Ja, also der eine da, am besten war der erste Tag gewesen, wo wir mit den Glue-Boys gesoffen und gegessen haben. Ja. Aber da habe ich halt lieber mit den Glue-Boys gesoffen und gegessen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, hier in Giersdorf hätten wir schon auch Möglichkeiten gehabt. Aber manchmal, aber sei ehrlich, hast du geglaubt, dass wir ihn aufnehmen? Als du das Zeug mitgenommen hast? Weil bei mir ist es immer so, ich glaube jedes Mal davor dran, wenn wir wieder Zeug zum Vloggen mitnehmen, wenn wir in Urlaub fahren und dann sagen, ja, will man schon, cooler Stuff. Ich glaube jedes Mal dran, dass es diesmal anders wird. Ja. Nein, also ich glaube, du brauchst wirklich jemanden, der wo nicht so intuit ist, so jemand wie unseren Booker, der Tobi, wenn es dem noch so eine Aufgabe, so Tourmanager-mäßig noch sagt, hey Jungs, ihr müsst für einen Podcast machen, gell? Denkt dran. Ja. Jemand, der wo da so ein bisschen einen Daddy raushängen lässt. Ja, der die abholt. Der genau, sagt, die Leute eben, die dann sagen, da, du hast jetzt um die Uhrzeit ein Interview, der uns da durchprügelt. Ja, nein, also ich glaube, das braucht man als Künstler, weil man halt extrem verstrahlt ist. Oft. Ich nicht, aber andere wahrscheinlich. Ja. Aber hat man halt nicht an dem Tag dabei. Die ersten 2 Tage, klar, DJ Tobsucht hat dann aufgelegt, aber war dann natürlich auch mit seinem Set beschäftigt, da die Menge anzuheizen. Tut uns auf jeden Fall sauleid. Vor allem um einen Algorithmus, der das keinen rausgebracht hat. Ja, aber jetzt kommt auch einen Tag später und dafür kommt dann am Sonntag schon wieder einer. Wahrscheinlich. Ja. Dann kommen wir kurz zum Tierfakt. Tauben können Farben sehen, die der Mensch nicht wahrnimmt, darunter UV-Licht. Oh, das ist geil. Ja, das liegt wahrscheinlich drauf, weil Tauben ja eigentlich Roboter sind. Ja. Glaubst du, dass die Infrarot wahrnehmen können? Steht jetzt da nicht, aber... Mal nachfragen. Ja. Das ist ein sehr widerliches kleiner Taube, oder? Was sind die da auf? Der hat einfach ein Bladel im Schnabel, oder? Eine Laube, okay. Oh, das ist... Lol. Nicht schlecht. Ja, genau. Das ist konzerttechnisch passiert. Gibt es viele Sachen zum Sagen? Eigentlich schon. Ein paar Sachen eigentlich gibt es, da kann man ganz weit aus. Wochenrückblick ist extrem. Dann, gut, Oberland-Eier Musikvideodreh haben wir allein gemacht, weil du im Urlaub warst. Du warst dann bei Falling in Reverse. War geil. Es sind coole Sachen passiert. Bei beiden Sachen. Ja, fangen wir mal. Den haben wir dann ich fange mal Falling in Reverse, ist mit am schnellsten erzählt. Also Falling in Reverse war ja auf dem Konzert in Stuttgart. Es war 4000 Grad hat's gehabt in Stuttgart. Ich hasse Hitze in der Stadt. Es gibt nichts Schlimmes auf der ganzen Welt. Also bist du bei Summer in the City, singst du nicht laut mit? Nein, okay. Ganz und gar nicht. Was ist der Song Summer in the City? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Summer in the City, Cocker Show. Ja, völlig. Zipfelshow. Sagt das der Ding? Der Küste sagt das. Geil. Ja, der Joe Cocker ist der Zipfelshow. Ja, geiler Typ. Also beide. Ja. Nein, Sommer in der Stadt ist für mich an 2 Orten okay, wenn ich drin bin. Ja. Gut klimatisiert drin. Schon. Das haben die Amis durchgespielt. Ja, aber dafür ist halt auch die Hölle wieder irgendwo rauszugehen. Ja, stimmt. In Vegas im Sommer oder so, da ist umdreht, weil wenn du in ein kaltes Wasser springst quasi. Ja, also stimmt. Du läufst auf so ein Hitzding und dann kippst einfach um. Ja. Aber das ist geil, in Vegas kannst du einfach im Casino bleiben. Ja, Also dass jeder, der rausgeht, der Depp. Klar. Ganze Scheißdrecks Vegas-Strip ist ja urhässlich. Ja. Jeder, der sagt, schau dir den Strip an, was willst du anschauen? Die Casinos sind ja von innen geil, von außen schon auch. Ja. Aber das Bellagio ist schon cool, wenn du da davor stehst bei den Fontänen. Ja, aber das ist ja gleich gemacht. Ja. Da kann ich auf die Nacht außerdem. Genau, das ist ja tausendmal geiler. Ja. Naja, wie dem auch sei. Und ansonsten Sommer in der Stadt ist für mich halt dann an einem Scheiß an der Isar, am Flaucher. Ja, völlig, am Surfer-Ding. Ja, oder halt in einem Scheiß Park oder ich bleibe halt einfach auf dem Land. Ja, das ist nämlich am allergeilsten. Nicht best gemeint, liebe Münchner. Liebe Leute mit Muck-Kennzeichen. Ja. Da hat es dann ich weiß nicht, der
Stefano kommt in letzter Zeit in Vollgeschichten vor, aber da war er auch wieder dabei und jedes Mal, wenn du mit dem Stefano unterwegs bist, hat er einen Breakdown-Moment, körperlich, aber weil der Stefano ist ja ein großartiger Saufpartner, das muss man ihm lassen, hier nochmal Shoutout, aber egal. Ja, besticht durch die Unkompliziertheit, muss man sagen. Ja, er ist so lange happy, solange es was zum Saufen gibt, sonst wäre er richtig ungemütlich. Und da war es eben dann so, dass keine Ahnung, es hat halt wieder diesen einen Moment gesagt, hey, ich kann jetzt nichts mehr saufen. Ja. Eine Stunde später, boom, 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 boom. Aber deswegen liebt man ja alles. Ja. Falling in Reverse war es sehr, sehr geiles Konzert. Ja. Also dieser Ronnie Radke muss zwar ein recht schwieriger Mensch sein, was ich so durchgelesen habe. Aber rein musikalisch war das echt heftig. Ja. Und was mich richtig überrascht hat in Stuttgart, die ganze Crowd, war kein Spaß dabei. Okay. Also keinerlei, also das war relativ, es war voll, aber du hast die gut bewegen können. Ja. Und alle Leute, mit denen du da geredet hast, waren relativ normale, angenehme Typen. Ja. Und das ich überlege gerade, ob es bei Konzerten schon mal nervig war, wo ich war. Am schlimmsten sind die gediegeneren Konzerte, wenn sie so Singer-Songwriter-Arschlöcher hörst, weil da sind immer so 50-jährige Hermanns dabei, die dann die ganze Zeit so sind aber auch viele alte Rockfans so. Ja. Die sind auch oft so mit einer Musik ist die einzige, die cool ist. Stimmt. Und die stehen dann auch so da und haben auf nichts anderes Bock. Also ja, okay, aber dann hätten sie oft die Möglichkeit einfach zum Gehen, beim Festival jetzt zum Beispiel, anstatt sich dann drüber aufzuregen, was gerade beim Alligator werden sie sich jetzt nicht mehr so aufregen, aber... Nein, jetzt hat er ein bisschen wildere Sachen. Ja, er macht ein bisschen Metal. Aber bei dem haben sie auch immer viel aufgeregt, warum der überhaupt da spielt und Rock im Park. Ja gut, das ist jetzt, du liest jetzt unter jedem scheiß Rock im Park Post, ihr solltet das Music im Park nennen. Ja. Oder Musik im Park. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es direkt nur auf Rock, also ist das auf Rockmusik bezogen oder auf Abrocken? Also, dass man quasi so wie abgehen. Ich schätze schon auf Rockmusik. Ja, gut, wo das Festival rausgekommen war Rockmusik auch noch viel relevanter wie jetzt. Jetzt ist es ja ein Nischenprodukt. No one cares, ja. Ich finde, es gibt bei Rock irgendwie mittlerweile wenig dazwischen. Es gibt halt dann so krass erfolgreiche Bands, so wie Falling in Reverse. Oh, das ist ein richtig scheiße. Ja. Aber es gibt nicht mehr so viel, vielleicht bin ich jetzt wenig drin in der Szene. Wahrscheinlich gibt es schon viele Abstufungen, aber jetzt gerade. Ja, aber im Endeffekt, ja, okay, jetzt pass auf, jetzt nennen sie es in Musik im Park. Ja, ist doch scheißegal. Dann, also ich glaube einfach, dass die Leute, die früher gerne auf Rock im Park wegen der Rockmusik gegangen sind, akzeptieren müssen, dass es halt nicht mehr dieses Festival ist, sondern sie halt lieber Ding jeden Tag innerhalb von 3 Tagen jedes Jahr innerhalb von 3 Tagen ausverkaufen wollen, weil halt für jeden was dabei ist. Und wenn du jetzt mich fragst, der ja jede Musikrichtung hört, ist ja, meiner Meinung nach ist auch noch genug Rock für diejenigen dabei. Ich meine, es spielen ja immer so viele Bands simultan. Ja. Und da ist doch selten so, dass... Und jetzt Worte ja eher die gleichen. Also es ist jetzt oder oft die gleichen, außer die Headliner. Aber so Bands in mittlerer Bekanntheit, sage ich jetzt einmal, das sind ja sehr oft. Wie oft spielt denn seine Fischfilet da? Ja, es gibt kein Festival auf dieser Erde, wo diese Arschlöcher nicht spielen. Das ist unglaublich. Die ganz Kleinen, wo man denkt, das kommen vielleicht 1000 Leute, spielt feine seine Fischfilet, aber auch wahrscheinlich beim Echolon. Das ist... Ja, das ist krass. Ja. Also die sind recht aktiv, da ich sagen. Auf jeden Fall. Ich kann jetzt, ich hoffe, ihr seht es nicht, aber ich kann diesen Sänger nicht leiden. Aber pass auf, grundlos. Okay. Das ist nur, also das ist keinerlei Beweise dafür, dass er ein schlechter Mensch ist. Aber am Taubertal, als wir gespielt haben, ich habe ihn Backstage gesehen, ich habe auf der Bühne gesehen, er für mich sehr falsche Augen. Sänger von Vereine Sahne Fischfilet, change my mind, bitte. Aber mein erster Eindruck von dir ist, dass du ein Frauenschläger bist. Kann sein, dass ich falsch liege. Kann sein, kann aber nicht sein. Aber vielleicht machen wir mal so ein kleines Social Experiment und ich stecke die mit einer Frau in einem nicht allzu großen Raum und schaue einfach, was passiert. Und dann werden wir sehen, ob du ein Frauenschläger bist oder nicht. Anders können wir das nicht rausfinden. Nein, das ist die einzige. Naja, ich finde, ich habe keine Meinung, ich kenne, glaube ich, nur das eine Lied, das du letztes Mal abgespielt hast. Komplett im Arsch. Ja, genau, das. Das ist ein geiler Song. Ja, ist mir, glaube ich, auch insgesamt, das machen zu politisch, die Musik.
Also es ist nicht so, ich glaube, die sind schon sehr aktiv. Ich mag Leute nicht, die auf der Bühne heulen. Ah, okay. Hat der gemeint. Er hat auch brutal geschwitzt, aber gut. Gut, ja. Ja. Ungefähr Ich am Samstag, ja. Da habe ich nicht mehr aufgehört zu schwitzen, meine Freunde, ja. Aber so krass, also das war schon, ich weiß nicht, ob es so ein Kader-Ding war oder ob einfach irgendwas anderes noch. Hat, glaube ich, schon mit Ja, wahrscheinlich, ja. Es ist ab und zu, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, wenn du gesoffen hast und du, auch im Winter, und du trinkst ein Bier am nächsten Tag. Schweißausbrüche. Ja, genau, ja. Absolut, Kaltschweiß. Aber ab und zu schwitze ich dann einfach so, weil ich halt so fertig bin und dann ist sehr wurscht, warum ich schwitze. Also so Es wird auf jeden Fall geschwitzt. auf jeden Fall, ja. Ja, genau, ja. Aber ich habe auch eine Aktion mitgekriegt und da muss man sagen, dass sie auf jeden Fall Eier haben, weil es gibt immer viele Bands, die sich dann drauf runterholen, dass gegen rechts irgendwo spielen, aber dann spielen sie in Berlin-Kreuzberg, was ja absolut keine Leistung ist, weil da kriegst du ja gratis Applaus mehr oder weniger, weil die sind ja alle deiner Meinung. Also es gibt in Kreuzberg, glaube ich, niemanden, der sagt, Nazis sind cool. Ja. Das war wie wenn ich in Gorsa Lanza spielen würde. Ja, genau, so in der Art, ja. Und sie gingen halt immer, ich weiß nicht mehr genau den Ort, aber direkt in Osten, in so ein kleines Dorf, und machen da ein Konzert. Und da muss man schon sagen, das ist auf jeden Fall was, wo Schneid beweisen. Ja. Weil da sind halt wirklich die Leute, gegen die es richtet. Und da zum Kommen, muss man sagen, ist jetzt schon ist eine Ansage. Auf jeden Fall. Ich sage ja, Aber ich habe den so in dem Interview hat er sympathisch gewirkt, aber jeder hat seine Kamera. Also klar, mit 2 massive Frauenschläger. Da brauchst du nur 2, 3 Leute fragen. Da gibt es zumindest ein paar, die kleiner sind wie ich, deswegen. Da muss man einfach diese Art von Mensch suchen. Ja. Und das ist ja dann keinerlei Sexismus. Ja. Es gibt halt nur so wenig Typen, die schmächtiger sind. Ja, mir regt es auf, du fängst halt auch im Internet zum Haten. Ja. Und irgendwann ist das aber nicht mehr genug. Und für jedes Mal, wo ich an der Bar einen Korb gekriegt habe, schlage ich auch nicht. Mindestens. Also ich glaube, dass das Verhältnis eigentlich 1:2 sein soll. Ja, aber können wir nicht mehr so oft fort. Ja, stimmt, ja. Ja, ich versuche jetzt schon auch, dass ich dann an einem Abend eben gleich mehrere abfrühstücke. Ja, stimmt. Oder halt auch gerne mal einen Vorschuss gebe, technisch. Ja, genau, ja. Ja, wenn du dann schon unterwegs bist, das macht eigentlich Sinn. Das ist wie wenn du eigentlich ist ja gescheiter, einmal in der Woche gescheit Ei zum Kaufen, weil dann kaufst du nicht lauter Schmarrn oder so. Das ist, viel Zeit durch, Und dann einfach auch gleich 2, 3 bei einmal fortgehen und dann musst du halt die restliche Woche nicht mehr los. Du weißt, was ist. Bei mir ist es dann auch oft so, wie oft bin ich schon aus der Bar gegangen und denke mir, dreh nochmal um. Ja. Aber jetzt Rindfisch, es kommt ja schon so automatisch. Ja, schau es gar nicht mehr an. Nein, überhaupt nicht, ich weiß nicht. Mir ist wurscht, wer das ist, wo die herkommen. Scheißegal, völlig wurscht. Titten, keine Ahnung, so bin mir nicht zu 100%. Weißt du Heiztag? Nein, 2025, komische Zeit. Das war für mich das Allerschlimmste, wenn ich aus Versehen einmal einen Trans-Mann schlage. Ja. Ich weiß nicht, wie rum es richtig ist, sorry. Also jemand, der mal so sehr hängen geblieben. Der ausschaut wie eine Frau und ein Mann war. Und ich schlage. Das ist eine Transfrau dann, glaube ich. Ich glaube auch. Transfrau, ja. Wenn ich aus Versehen einmal eine Transfrau schlage, und das wird mir dann wahrscheinlich nicht auf dem Konto gut geschrieben. Nein. Weil es ist ja trotzdem rein biologisch für mich nach wie vor ein Mann. Ja. Und das funktioniert so für mich gar nicht. Ja. Oder er haut zurück und du gehst weil er halt trotzdem vorher Kugelstoßer war. Das war aber dann trotzdem okay, wenn so mir hat keine Frau ausgegangen, das war ein Mann. Ja, das war wie wenn es dann Fasching von so einer Krankenschwester, also ein Typ, der sich als Krankenschwester. Aber der halt 6 Meter groß ist. Ja. So, Los Brutalos traut wieder Richtung Canceln. Ja. Wieder. Ja, ausschließlich. Es klingt so, als wären wir mal weg davon gewesen. Ja, das hätten wir mal aufgehört. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir dazu gekommen sind. Ich glaube, über den Feinen dass wir auch Frauenschläger sind. Das nicht nur er. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit auf der Bühne die ganze er ist so happy, dass die alle da sind. Es ist so hat er mal gemacht, total verschwitzt und hat er so, ich weiß nicht, wo er kalt hat oder Ding und sagt, du spielst, wie gesagt, 4 Milliarden Festivals im Jahr, da sind immer so viele Leute da, selbst wenn es nicht wegen dir da sind, sind sie da, weil es ja der scheiß Festival ist und dann, aber gut, wenn es da hilft. Ja. Wer war so Video und zeigt bei Falling in Reverse und wieder geil, oder? Also die ganze Show, also man muss dazu sagen, das ganze visuelle Konzept und auch die Abwechslung, weil er hat ja auch teilweise fast schon, Operngesang ist falsch, aber er ist ein sehr, sehr guter Sänger, wenn du es jetzt vergleichst mit dem Bring Me the Horizon Typen, der ja scheinbar am Anfang gar nicht singen hat können, sondern nur say growling, shouting, wie immer.
kennen hat, aber der Ronnie Radke ist einfach, kann richtig wild, aber auch richtig fein und das ist schon heftig. Ja. Das Einzige, was mir halt nachhaltig verstört, ist, dass er nur Wasser sowohl auf der Bühne sauft, als auch außerhalb, weil er halt jetzt trockener Alkoholiker ist. Und dann sage ich, gut, Nein, er ist Alkoholiker. spreng die weg. Na lass es doch. Ja. Na lass es doch. Dann brauch doch keine, also... Ja. Nein. Also warum macht er dann Musik? Ja, genau. Nein. Warum? Das frage Also, weil, klar, du kannst jetzt sagen, der Ersatzdroge ist der Fame. Ja, aber wie beides. Ganz genau. Ja. Du meinst, wie viel geiler Fame ist, wenn du schon 10 Lütten gesoffen hast. Ja, schon, ja. Also das möchte ich jetzt schon einmal dazu sagen. Wobei ich halt da denke, dass jetzt, wer ist der? Ich habe seinen Namen vergessen. Wer? Der Ronnie Radke. Ronnie Radke. Radke. Dass für den wahrscheinlich anders ist, an einer Konzertlocation zu kommen wie bei uns. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel kommen an einer Bierzeit, dann warten die Leute schon, wo wir mit uns saufen. Genau. Ja. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Dann, wenn umso größer die Locations werden, dass trotzdem immer nur ein paar da hocken. Und ja. Ja. Ich denke auch, dass das Problem ist. Ja. Dass das der Unterschied ist, der große. Ja, aber eigentlich gibt es nur noch eins in Stuttgart zu erzählen, weil das ziemlich geil war. Es gibt in Stuttgart so eine Brücken und darunter ist es eine sehr große Brücke übrigens, oder unter Führung wie immer. Und da unten ist es erlaubt zu sprayen, um einen Kid Rap zu zitieren. In dem Moment, wo es erlaubt ist, ist es nicht mehr cool. Nein. Stimmt. Aber die haben einfach unten, es waren nicht einfach so viele Menschen da versammelt und der Vibe war einfach wie bei so einer Pseudo-8-Mile-Szene. Ja. Und unten alle haben gesprayt, ein paar Skateboard-Hurensöhne waren da, was nicht 8 Mile ist, weil Hass-Skateboard. Nein, ist jetzt mal egal. Und auf einmal ist da so eine Traube, wo es einfach gegeneinander freestylen. Ja. Oder miteinander freestylen. Und das habe ich ehrlich gesagt live so in der Form noch nie erlebt, dass nichts entsteht. Und da hat einfach jeder mit dazu reingekommen und der Vibe war geisteskrank. Also haben die dann ein Instrumental ablaufen lassen? Ja, die haben einen DJ so gehabt, also der hat sogar ein kleines DJ-Pult auf und hat dann einmal die Übergänge zwischen die Beats gemacht. Nice. Also der Vibe war wirklich 1:1 wie bei diesem 8 Mile Battles. Weil es auch so undergroundig war, dass der Sound war genau so, dass du zu halbert was verstanden hast. Also so richtig Medium alles. Und das war einfach geil. Also ich glaube, da hätte ich verweilen können. Ja. Überall sind Pizzakartons rumgeflaggt. Okay. Das war einfach vielleicht einfach mal so nach Stuttgart fahren. Also ich hasse zwar Stuttgart, aber das war geil. Ja, wenn du nicht war erst einmal in Stuttgart oder zweimal in Stuttgart. Ja, ist es für mich so eine Grundabneigung. Okay, ja, ich gegen Bremen, falls dich interessiert. Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Dafür mag ich grundlos Rostock gern. Okay, war ich noch nicht. Ich war mal kurz, aber ich bin schon mit einem guten Grundgefühl hingefahren. Ja. Da ist die Fähre nach Schweden gegangen und eine schöne Stadt und irgendwie habe ich es mögen. Weißt du, was ein psychologisches Phänomen ist? Wenn du zu Leuten sagst, also wenn wir uns jetzt nicht kennen und die jetzt sagen, hey, der Harry hat erzählt, du bist voll der geile Typ, freut mich, dass wir uns kennenlernen, dann versuchst du dem zu entsprechen und dann bist du automatisch netter. Ja, das ist Fakt, stimmt. Es ist aber auch geil, wenn du von jemandem, das ist jetzt nicht so ein wahnsinnig psychologisches Phänomen, aber wenn du jemand wie du mir jetzt zum Beispiel sagst, die und die Musiker oder die und die findest du geil, die hast du einmal kennengelernt, die sind nett, geh da hier und denk mir, wow. Von vornherein schon. Aber wenn du mir sagst, das hat es nicht so geweibt, dann gehe ich auch gleich schon mit einer Grundnegativen. Also da gebe ich schon früh auf die Meinung eines Nahestehenden. Ja, es ist auch so, dass wenn man die Leute persönlich kennt, finde ich, wird man auch toleranter, was die Musik und alles angeht. Ja. Also da gibt es oft Sachen, wenn man denkt, da hat man nicht zu 100% anhören. Ja, aber wenn du die Leute dann kennst, dann denkst du, bist du da supportive. Zum Beispiel. Boah, kann ich mal das. Ja. Müssen wir nicht weiter aufdröseln. Lanze. Ja, da haben wir auch am Anfang gedacht. Das ist eigentlich nicht so meins, aber dann hast du es getroffen. Das Ganze, das Cold, das rechte Zeigeln und Ding und Rock und Zeug. Und bist auf 18 Festivals. Ja, und mit der Hakenkreuzbinde. Und auf einmal gefällt dir die Musik richtig gut. Ja. Aber wie dem auch sei. Ja. Gut, Musikvideodreh. Waren wir beim geilen Typen, beim Stefan, der hat 5 Eicher. Stark. Beziehungsweise er und sein Dad haben 5 Eicher. Ein schöner Hof auf jeden Fall, hinten raus. Vorne haben sie gerade neu gebaut, deswegen haben wir da nicht sein können. Gibt es eine kleine Überraschung, deswegen noch nicht zu viel vom Inhalt des Musikvideos. Aber 5 Eicher fahren alle.
ansonsten mega unkompliziert, die Leute, auch richtig angenehm gewesen. Wo war das nochmal genau? Rottal Inn. Ah, Ja, also schon fast 2 schon. Stunden weg von uns. Aber war mega, also wie gesagt, es war so jemand, da wo wir alles machen hätten können. Also der hat komplett einen Fick gegeben. Wir haben mit seinem Quad rumfahren dürfen. Wenn man da alles machen hat, genau. Ja. Hat er echt da? Nein, er ist ja gerade aktuell Single, also falls Interesse gibt, so Bauer, so fraumäßig, auch wenn er nur noch Felder hat, kann ich hier, da was gehen. Aber, und das glaube ich spricht auch noch für ihn, er war Weltmeister im Eisstockschießen. Ah ja, das hast du jetzt gesagt. Alter. Und zwar mehrfach, oder? Ja, aber so low-key hat es nicht selber erwähnt. Also wir haben vorher schon über Eisstockschießen geredet, aber erst der Spätzl hat. Also wann, das ist echt, ich meine, es ist Sommer. Ja, Wann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt kannst du weil sie haben noch eine Hallenparty gehabt an dem Tag vom Eisstockschützenverein. Und dann habe ich gesagt, ja, dass wir ab und zu mit deiner Oma eben ein paar Leute in eine Schranken weisen. Eisstocktechnisch. Ja. Und ja, genau, dann hat er gesagt, dass er auch Eisstock schießt. Genau. Aber nur so ein bisschen. Ja, er hat wirklich. Oh. Ja, da nicht so überrascht. Aber er hat es nicht gesagt und irgendwann ist dann sein Spätzl zum Tom gekommen und hat gesagt, wisst ihr schon, wenn ihr da vor euch habt. Das ist schon geil. Ja. Wie heißt denn der mit Nachnamen? Man muss ja nochmal schauen. Weil wahrscheinlich kennt man Oma dann. Ja. Also nicht persönlich. Ja. Und er wollte es dann gleich runterspielen und hat gesagt, ja, es ist ja schon ein paar Jahre her. Und dann haben wir gesagt, ja, Harry hat dann gesagt, Weltmeister ist mir für immer dann. Vielleicht können wir den zum Dorfturnier hier mit. Ja. Das wäre so geil. Ja, dann, ja. So. Wir halt dann schießen und dann kommt er. So, ja. Meinst du, dass einer rausreißen kann? Ja, manchmal gibt es schon so Spielentscheidende. Schon, wenn er immer vor allem, wenn er immer das Netz da und dann die anderen aussieht. Ja. Boah, das wäre geil. Ja. Sorry, Harry. So muss es damals angefühlt haben, wenn es in der deutschen Mannschaft den ersten Schwarzen gehabt hat. Ja, stimmt, ja, und der dann einfach die Ausdauer des Todes gehabt hat. Ja, klar, er hat alles in allem halt besser. Ja. Gute Folge. Ja, genau. Also, obwohl ich mich eingeschmiert habe, es war ja derselbe Tag, war so arschheiß, ein Sonnenbrand des Todes gehabt. Klar, war am nächsten Tag wieder weg, aber den Tag selber habe ich blöd ausgeschaut. Ja. Aber du warst dann im Video zum Singen. Nein, das war praktisch. Essenstechnisch haben wir uns kurz blamiert, weil wir wollten eigentlich Pizza bestellen, aber hat dann keiner liefern können. Na, dann sind der Harry und ich noch schnell los und haben ein Brotzeug gekriegt, quasi für die Leute. Ja. War das so im Nichts? Ja, also es gab schon ein paar, aber für Italiener halt so sind, haben sie halt wieder erst um 17 Uhr aufgehabt. Wir waren aber tatsächlich zeitig fertig, also so, wenn wir es geplant gehabt hatten und wollten dann eigentlich nur noch mehr Merci essen geben und dann, das dauert 1,5 Stunden hier, also 15 freilich. Pizzen zu machen, weil Partypizzen haben sie natürlich nicht gehabt. Gerne nach 20 Minuten die Gesprächsthemen schon. Ja, schon, ja. Ja, und der eine hat gesagt, es waren dann nur noch so Türkenpizzerien quasi, also die halt so alles hatten und er hat gesagt, ja, er kann nur 3 machen. Dann habe ich gesagt, okay. Okay. Ja. 3. Explizit. Ja, 3 gingen noch raus. Anstelle von 15. Ja, und der andere hat eben gesagt, er braucht 1,5 Stunden und haben wir gesagt, alles klar, dann keine Pizza. No. Eine bayerische Wirtschaft, dass man da schnell reingegangen war? Ja, war jetzt auch nichts in der Nähe. Okay. Und für 20 Leute war das dann auch relativ teuer gewesen. Das stimmt, das muss man jetzt auch bedenken. Schon, ja. Wie war die Saufstimmung oder war es rein professionell? Nein, waren schon, sind natürlich viel mit dem Auto gekommen, aber die Damen waren schon motiviert auf jeden Fall, haben Party gemacht. Das gefällt mir gut. Ja. Aber es ist nichts eskaliert an sich. Ich glaube, wir waren keine richtig besoffen. Nein. Aber Harry halt das. Ja, schon. Ja. Wir ja. Ja. Nein, ich bin noch angefahren. Du bist selber angefahren? Ich bin selber angefahren. Ja. Schade eigentlich. Ja, der Harry war noch auf dem Geburtstag, deswegen habe ich gesagt, kann ich schon eine mehr da trinken, dass er schon mal angeschossen ist. Echt, was für ein Geburtstag? Bei seiner Cousine. Aber haben wir dann zeitlich, glaube ich weiß nicht, ob er es noch geschafft hat. Okay. Ja, was ich gesehen habe, ein guter Vibe gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch gar nichts von den Aufnahmen gesehen. Nein, ich habe es mir auch noch nicht hundertprozentig angeschaut, aber werde es dann einmal. Wer schneidest du? Ja, schon. Ja. Soll ja nächstes 2-3 Wochen rausgehen. Ja. Ansonsten Auftritte, was ist da passiert? Dasselbe, was haben wir? Das wird halt wieder. Ja, wir können natürlich erst am Freitag über die Auftritte reden. Wir machen jetzt die. Stimmt, wir haben eigentlich. Ja, es geht aber tatsächlich auch um Auftrittstraum, ist das Thema der Woche. Was ist unser Ziel?
Auftrittstraum. Ja, der Auftrittstraum. Was ist euer Ziel? Wo darf man konzerttechnisch noch gern hin mit der Musik? Wie darf der perfekte Auftritt ausschauen? Wenn Geld und Logistik kein Problem waren oder keine Rolle spielen werden? Also ganz allgemein gefasst, einmal von der Location abgesehen, war es mein Traum, dass wir unsere ganzen kranken Ideen einmal im Auftritt auf der Bühne visualisieren können. Ja. Weil wir sind ja so behindert. Ja. Und wenn du die finanziellen Mittel hättest, eben das über LED-Leinwände, über Feuer, über Vierteilungen und Dildo-Shows auf der Bühne irgendwie ansatzweise zu veranschaulichen. Das hat bei mir sogar noch vor Instrumente gekommen. Tatsächlich, also. Music first. Ja, nein, es gehört ja trotzdem. Ja, also, wir kennen ja unsere Lieder auch ohne Leute, die noch dabei sind, spielen. Ja. Einfach mit DJ, aber wenn, also so eine richtig fette Videoleinwand im Hintergrund, ein paar so visuelle Sachen. Menas muss hat ein sehr geiles Bühnenbild mittlerweile. Einer DJ ist in einer riesigen Bierdosen. Stark. Einer Schlagzeuger in einem Maschenbecher. Hey, wir haben so ein großes Pult, das ist auch schon für euch. Ja, stimmt. Ja. Wir, mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, holen wir alles raus. Ja, insgesamt sowas. Wir basteln viel. Ja, bin ein Fan davon, wenn jetzt Sachen unterschiedliche Höhen haben, wenn man irgendwo rauskommen kann, also so Treppen oder wenn der DJ noch erhöht war. Sagen wir ehrlich, wenn man halt einfach ein Bühnenbild hat. Ja, genau. Ja. Ich meine, das einzige Mal, wir haben zweimal ein richtiges Bühnenbild gehabt und das war schon auch stark, muss man jetzt sagen. Also unser Bavarian Gods Bühnenbild, und zu der Zeit, wo wir es noch komplett umgesetzt haben, war schon geil. Ja. Also unsere Säulen, die Raben, die Gewitterwolken, ich weiß uns halt alles davon geklaut. Unsere Kostüme, das war schon heftig. Genauso wie unser Atomsoft-Tour. Atomsoft-Tour hat schon auch richtig Vibe gehabt. Auf jeden Fall, ja, das passt. Das war, ja. Jetzt bei der Bierzeit-Tour ist es ein bisschen reduzierter, aber jetzt an der College-Tour. Massenvernichtungstour. Ja. Da haben wir das Thema nie so richtig vermittelt, gell? Muss man ehrlich sein. Nein. Aber war vielleicht auch nicht notwendig. Nein, ich glaube, da jetzt haben wir ja gesagt, Bierzeit weniger reden wir fürs Auge. Also und Schnee. Ja. Ja, ist halt immer schwierig, aber ich glaube fast, dass also teilweise dann auch wieder wurscht ist mittlerweile, weil entweder die Leute haben Bock und in Herrn Giersdorf zum Beispiel hatten sie ja richtig Bock. Ich glaube, da waren sie. Die haben einen perfekten Pegel gehabt, die Leute. Also die waren schon so besoffen, dass es ihnen wurscht war, was andere vorher nicht denken, aber noch nicht komplett raus. Ja. Aber das war allgemein eine sehr supportive Crowd oder halt einfach Fans von der Musik, die wir machen, weil bei der Anja, die ja vor uns gespielt hat, ist ja oft so, dass bei einer Band, es ist oft so, dass es klarer ist, wegen welcher Band die Menge da ist, aber bei der Menge hat man nicht gesehen, wegen wem es da sind, haben einfach beides gleich gefeiert. Ja. Und das sind extra reingekommen, bei der Anja schon, und beim DJ war noch gar nichts los. Das muss man sich vorstellen, das ist das Krasse, das war eine große Bierzeit und vor allem die Außenarea war richtig geil und das Wetter war richtig geil. Das bedeutet, wenn du da mal hockst, wenn du da den Tischmagnet außen einsetzt, dann brauchst du schon viel, dass ich meinen fetten, weißen Arsch dann reinschiebe in die Bühne und Anja hat angefangen zu spielen und es war wirklich, oder bevor es, und das war geil. Und das war, aber du baust immer wieder raus. Herrn Giersdorf null damit gerechnet, dass da in diesem Geil, sage ich mal, die Leute so Bock drauf haben. Ja. Also das ist, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, mich freut es immer wieder, es waren ein paar bekannte Gesichter da, das ist auf jeden Fall immer Freude, dass die dann, eine Freude. War geil, bevor ich es vergesse, der Fan der Woche ist der Weigert. Ja. Er hat mich darum gebeten, ob er mal Fan der Woche sein kann. Der war nämlich auch da in Herrn Giersdorf. Schon öfters, muss man dazu sagen. Der war schon öfter da, ein geiler Typ. Ja. Der war bei den Livestreams damals auch schon immer am Start. Und er ist hergekommen und gesagt, ist das der mit Bart gewesen oder der ohne? Der mit Bart, der Rothaarige. Ja. Und dann kam sie mir, hey, halt auch, jetzt hast du mittlerweile deine Texte mal gelernt, oder wie? War kein Scherz. Ja, schon. Nein, wirklich, hat er gesagt. Das ist echt richtig, also ist schon brutal. Ja, allgemein, weil sie die Bühnenshows jetzt so entwickelt haben. Das hat Nicole gesagt. Shoutout zu der Nicole Traublinger, auch ein Fan. Hertel, oder mittlerweile? Nein, anders. Weiß nicht mehr wie rum. Ja. Ich hast recht, du hast recht, glaube ich. Und ihr armer Freund oder Ehemann muss immer mit. Ja. Und er hat gesagt, ist schon heftig, wenn man es so lange verfolgt, wie sie die Bühnenshows so geändert haben, weil er gesagt, am Anfang mit dieser zusammengelebten Zeitmaschine und jetzt so und mit
LED-Hintergrund, was ja da auch da war. Ich weiß nicht, dass das nicht unsere Idee war. Ja. Aber sie hat es gelobt, wenn wir uns auch musikalisch und ich glaube, Präsenz ist auch besser, aber ist ja klar, wenn du was öfters machst, dann war jetzt noch nie unsere größte Schwäche, da ich sagen. Also wir sind ja schon immer sehr von uns selber überzeugt, was das Ganze angeht. Ich muss oft zurückdenken an die komplette Anfangszeit, wo wir halt eigentlich wir haben ja auch schon vor Bauwagen gespielt. Ja. Und das war also der erste, den sie so richtig kennt haben. Ja. Da war eine Bierzeit-Party davor und halt die ganz alten Sachen, so ein bisschen die Hits. Aber wie wir uns trotzdem auf diese Bühne gestellt haben, als wären wir's. Ja. Als wären wir's. Und vor allem, nicht das ist ja noch okay. Aber die Leute dann mit 2 Minuten pseudolustigen Aussagen gequält haben, nur um im Anschluss. Du kannst die Leute schon nerven, wenn du 4 Minuten lang redest, solange dann im Anschluss ein Brecher kommt. Aber wenn dann halt aufs Fight kommt, das ist schon geil. Ja, aber ich glaube, du musst so eine Person sein, weil sonst brauchst du es nicht machen. Also, wenn ich jetzt jedes Mal überlegen würde, gefällt jedem, was ich mache, bringe ich ja gar nichts mehr raus. Ja, wir sind aber auch Meister darin, uns selber Dinge schön zu reden. Ja. Ich weiß noch, meine Phase, als ich mir einen Bart wachsen lassen wollte und ich habe ausgeschaut, als war also wirklich schlimm. Das hat ich sehe all die Fotos und denke mir, ich weiß noch, es hat viele Anzeichen gegeben, dass der nicht gut ist, der Bart. Leute haben es mir gesagt. Und ich mir so, das ist genau richtig. Aber mir war es ganz so negativ aufgefallen. Ja, du hast ja, wir sehen uns halt jeden Tag, man gewohnt sich dann dran. Ja. Aber wenn du eine alte Bull anschaust, wow. Ja. Und ich denke, wie kannst du so aus dem Haus gehen? Ja. Ich habe ausgeschaut wie der grindigste Tschetschene über. ohne die coolen tschetschenischen Aspekte. Ja, gut, wo wollen wir konzerttechnisch noch hin? So groß wie möglich auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt erst einmal klar anfangen und auf Nova Rock. Ja. Also das ist, glaube ich, was Greifbares vielleicht. Ich hoffe, aus Deutsche. Rock am Park möchte ich, weil ich das Festival gern mag. Möchte ich schon auch spielen. Ja. Das war nicht so meine... Ja, insgesamt, also war jetzt also im Bierzeit spielen ist cool und es ist aber nett, dass wir da immer gebucht werden von den Vereinen. Das ist also ein kleines Vertrauen, ein kleiner Vertrauensbeweis, sage ich mal. Oder einfach nur Unwissen. Ja. Grasmeister da so und so viele Streams. Aber ja, die werden die Zeit voll machen. Ja. Aber also so gerne im Bierzeit bin, denke ich, dass da trotzdem eine Coverband immer besser ist für alle. Also weil im Bierzeit einfach so viele Leute zusammenkommen und die Location das auch irgendwie nicht so hergibt, weil wenn du jetzt im Backstage in einer richtigen Konzertlocation bist, ist einfach geiler für alle, wenn man wegen der Musik kommt. Ja. Und man kann ja auch trotzdem saufen im Backstage, wenn sie mal dann einen zweiten Barkeeper her dort zum Beispiel. Stimmt, ja, aber das ist unmöglich dort. Ja, also das war so mein Ding, mehr eigene Konzerte zum Spielen. Erst einmal in Clubs eben, also in Konzertclubs. Ja. Und Festivals halt einfach, weil das... Ich liebe halt den Festival-Vibe. Ja. Und da halt, du hast halt in Bierzeit halt immer ein paar Leute, die halt einfach nur so da sind. Und ich finde, die ziehen dann auch die anderen Leute ein bisschen runter, weil dann fühlen sie sich beobachtet und in so einer Konzertlocation sind halt alle da wegen der Mucke und wegen dem Event an sich. Genau, und deswegen ist das halt meistens einfach geiler. Ja. Aber du hast natürlich auch coole Momente in Bierzeit, wie jetzt in Giersdorf, aber... Ja, aber sie sind halt seltener als bei eigenen Konzerten oder auf dem Festival. Ja, bei eigenen Konzerten ist es fast wurscht, wie viele Leute das da sind, ob es jetzt 100 oder 500 sind, weil die alle Leute, die da sind, oder sagen wir mal 80% sind halt mega motiviert und 20 sind halt so wie wir und stehen im Hintergrund und singen ein bisschen mit. Ich überlege gerade, ob es schon mal ein Konzert, das nur von uns war, gegeben hat, wo wir sagen, okay, das war jetzt nicht so geil. Ich glaube nicht so wirklich, weil halt die Leute wirklich nur wegen uns also sowohl in die kleinen Locations, so in Augsburg oder so. Ja. Regensburg war geil. Kam. Passau mal genau. Der letzte Auftritt war halt krass, weil er ausverkauft war. Ingolstadt auch, also kannst du eigentlich nirgends. Ingolweed, ja. Wann sind wir da wieder? März nächstes Jahr? Wird auch wieder geil. Ja. Ich werde mit dem Typen wegen dem Vorhang nicht mehr reden. Ja, schon erst einmal eine Schale. Das ist Westpark, Westhalle. Eventhalle. Eventhalle im Westpark. Ja. Jetzt haben wir's. Ja. Ja. Viele eigene Sachen, viele eigene große Sachen. Ja. Und Festivals. Dann einfach weitermachen. Ja, wird der perfekte Auftritt ausschauen. Also, ich bin schon ein Fan von der Inszenierung, von Drama am Anfang. Ja. Und wenn man es halt auch visuell dann stark umsetzen kann, das ist halt das,
wenn da ein knittriger Vorhang irgendwo hängt, macht es halt nicht so viel Spaß. Und vor allem nicht, wenn es die Leute müssen nicht damit richtig beschallt werden, dass sie damit kurz muss richtig dröhnen, ja. Das ist oft die Schwierigkeit. Aber wenn es das dann, also wenn du das visuell umsetzen kannst, dann ist das halt einfach der Hammer. Ja, Storytelling macht mir schon auch Spaß bei Konzerten, also wenn das nicht so willkürlich einfach nacheinander abgespielt wird in einer Spotify-Playlist, sondern wenn du wirklich sagst, okay, es hat jetzt einen roten Faden, ich muss nicht wirklich eine Story erzählen, aber es muss ein Ablauf erkennbar sein, sinnvoller, das finde ich schon ganz geil. Ja, oder wenn halt die visuellen Sachen halt zum Song passen, das war schon mal der erste Schritt, was schon mal geil war. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht halt jetzt einmal irgendwann. Also was für uns nach wie vor Game Changer ist, ist unser Tontechniker, der Paddy. Also einfach macht einen richtig, richtig guten Job. Also Tontechnik Stover. Eventtechnik Stover. Das ist so peinlich jetzt. Stöver, glaube ich. Ja. Eventtechnik Stöver. Absolute Empfehlung, einer der angenehmsten Menschen auf der Welt. Hat er Glatzen, das ist mir immer persönlich wichtig. Weil mit denen kann ja insgesamt alle Leute, kennst du Arschloch mit Glatzen in deiner Umgebung? Der Isaac, großartiger Mensch. Super Typ. Der DJ Topsucht. Super, Legende. Patrick. Super Kerl. Der Mann, die Legende. Er gibt einfach ganz wenig Arschlöcher mit Glatzen. Ja, vor allem als aktueller Kanal. Und da halt dann einfach auch noch eben vom Bühnenbild her technisch noch mehr Stoff geben. Pyro. Aber vor allem LED-Hintergrund. Ja, LED, Pyro, Laser. Dann, und halt ein paar so coole Aufbauten, wie gesagt, irgendwie nicht Treppchen. Ja, ich möchte so 30% Deichkind dauerhaft. Ja. Das ist da schon reicher. Ja. Sag jetzt einfach ich weiß ja nicht, aber. Aber ich habe nur drüber erzählt. Ja. Genau, was fehlt noch? Geld. Aktuell. Wir können uns den Stuff schon kaufen, aber wir müssen auch trotzdem zumindest minimal wirtschaftlich denken, wenn wir das noch länger machen wollen. Ja gut, also ich weiß nicht, ob man sich so eine LED-Wand einfach so kaufen kann. Also bei Temo schon. Ja. Also ganz ehrlich, so eine LED-Wand, wenn du das jetzt bei Temo kaufst, dann kriegst du für 10.000 Euro. Ja. Ich meine, wir haben uns jetzt erst einen Toursprinter für 50.000 Euro gekauft. Also. Und einen Durchlaufkühler. Für einen Taui. Das bedeutet für ein Fünftel von dem Toursprinter hatten wir. Ja, das stimmt. Passt. Machen wir die Los Brutalos Favorites oder hast du noch was zu tun? Nein, bei Gott. Waldtiere. Die Haselmaus ist mein Lieblingswaldtier. Ja, auf Platz 1. Auf Platz 1, weil es ist auch zum Waldtier, glaube ich, 2021 oder so geweiht worden. Also einigen wir uns auf Waldtiere bei uns oder insgesamt Waldtiere? Weil eigentlich ist ja dann jedes Tier ein Waldtier. Waldtiere. Ja. Achso, ja, machen wir schon bei uns in der Umgebung. Sind auch Siebenschläfer, das Brett schlafen sehr viel. Ja. Sind so knuffig, wenn sie sich zusammenrollen und sind kluge Tiere. Ja. Das ist die einzige, oder? Nein, ich wollte jetzt das was mein auf Platz 1 Waldtiere, ich bin ein großer Fuchs-Fan, auf jeden Fall. Wobei, also ich möchte da auf keinen Fall widersprechen, weil ich mag ja jetzt gerne Füchse. Ja. Füchse sind nur, ich sag mal so, seine Helden nie im echten Leben treffen. Ja. Alles, was über Füchse weiß, und wenn du das so im TV siehst, geil, aber im echten Leben, wenn ich einen Fuchs sehe, das gibt mir immer irgendwie, scheint immer nicht so gesund aus. Ja, also wenn es reidig sind, dann natürlich nicht. Ich glaube, das ist, wenn die Leute uns nach dem Konzert treffen. Oder vor dem Konzert. Ohne Weichzeichner, ohne gutes Licht. Albtraum, das Schlimmste überhaupt. Einfach nur schwitzen. Einfach nur widerlich, das stimmt einfach gar nichts. Als hätte man die Version aus dem Internet von uns falsch zusammengebaut. Ja, schon, es hat einen Altfilter drauf gemacht. Ja, alle einen schlechten Filter, Nein, Fuchs. Da ist jetzt nicht auf die 1, da denke ich wie die 3. Auf Platz 2, Waldtiere bei uns. Ja gut, ich finde Hirschen schon auch geil. Hirschen haben schon Riss, ja. Aber was ist der dann auf die 1? Also ich mag tatsächlich, ganz speziell aber die heimischen, ich mag Orchkatzel schon. Also es gibt wenig Viecher, wo ich mich im Wald so sehr drüber freue, wenn ich sehe. Also egal, was ich gerade mache, bei mir ist daheim sind 2 Orchkatzel, die laufen dann über den Zaun. Ja, die sind so schnell, so frei sind. Ja, schwierig,
Waschbären haben wir da jetzt nicht direkt. Das stimmt Gott sei Dank nicht mehr. Also ich darf seinen Namen nicht im Podcast erwähnen, aber der Tobi hat gesagt, dass wir kurz vor einer Waschbärenplage stehen. Also scheinbar gibt es die bei uns auch. Dann muss ich natürlich sagen, die waren natürlich für mich ganz klar auf der 1. Waschbären auf die 1. Also das ist definitiv. Ja, Orchkatzel, dann lasse ich einen Hirsch weg, weil der weiß selber, dass er cool ist. Und Orchkatzel ist mehr so low-key. Das stimmt, ja. Stimmt, ja. Was ist deine Meinung zu? Also, sei der Biber als Waldtier. Ja, also glaube ich schon, ja. Ich mag Biber gerne. Für mich Biber schon weit vorne, weil es so eine. Ja, es sind witzige, stoische, entspannte Tiere, ja. Biber haben für mich immer so dieses, einer ist scheißig. Du bist für mich so, hast auch manchmal so ein Biber-Charakter, weil du fleißiger Typ bist, der. Pass auf, du hast alles voll mit Zeigel. Ja. Du gehst, dir fällt die Hälfte runter, aber du spielst nicht mit dem Gedanken, erstens nicht weiter zum Gehen oder zweitens das aufzuheben, sondern scheißegal und das kannst du 24/7, mag ich. Ja. Gibst den kompletten Fick drauf, was um dich herum passiert. Schon, ja. Und das sind Biber für mich. Also die sind einfach treue Leute. Ja. Definitiv die Biber. Und gute Bauer. Ja. Du bist also guter. Handwerker. Ja. Vor allem im Holzbereich. In erster Linie, da ich bei dir sagen, ja. Ja, gut. Das war's für mich. Super. 5 Fragen noch und dann. Die rushen wir durch. Was ist deine Lieblingsnudelsorte? Du musst dich dein Leben lang für eine entscheiden. Fusilli. Okay, ich penne nicht mehr. Das waren die zwei, wo ich, aber da läuft man es, zeige man so durch. Ja, aber kannst beim Löffel gut. Ja. Aber wie heißen die Runden, die wo nicht schräg abgeschnitten sind? Fusilli, das sind die Fusilli. Fusilli sind die Fusilli sind die Geringelten, also die Spiralen. Rigatoni, oder? Rigatoni, ja. Ja, die mag ich auch gern. Gern. Ja, kann man. Ja. Schön, wenn man einen Podcast mit mir Wert hat. Ja. Schreib's mir, was eure Lieblingsnudeln sind. Ja. Falle zum Beispiel. Ja. Oder wenn du ein komplett unkreatives Stück Scheiße bist, Spaghetti. Ja. Dann wenigstens die fetten, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Hättet ihr lieber einen Privatjet oder eine eigene Yacht? Ich glaube tatsächlich, dass das eine sauschwierige Frage ist. Warum muss ich wählen? Ich bin reich. Ja. Aber gut. Ich glaube, ich darf tatsächlich lieber die Yacht nehmen. Ja, eher. Ich weiß jetzt, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Erstens glaube ich, dass es umweltfreundlicher ist, oder? Ich glaube nicht. Nicht, okay, gut, dann scheiße. Also, wobei. Ja, klar, wenn ich die ganze Zeit. Ich glaube, wenn du die gleiche Strecke mit der Yacht zurück. Nein, ich weiß einfach nicht. Also gut, Kreuzfahrtschiffe sind ja auch extrem schlimm, aber es ist halt auch ein Riesenschiff. Größer ist der Yacht. Ja, aber ich weiß nicht, also ich stelle mir einen Privatjet schon einmal cool vor, wenn du so mit deinen Atzen da so drin bist und ein bisschen fliegst, aber das ist für mich trotzdem nur ein Transport. Genau, richtig. Das ist ein Fortbewegungsmittel, das dich von A nach B bringt und das so angenehm wie möglich macht. Mit so wenig Interaktion mit anderen Menschen. Ja. Exakt. Aber auf einer Yacht. Das ist Urlaub. Genau, da kann ich sowohl von A nach B, als auch einfach nur von A nach raus und wieder zurück zu A. Ja. Super. Und dann mit einem brutalen Segler zurück. Schon, ja. Aber ich bin ja reich, das bedeutet, ich muss nicht selber fahren, wenn ich nicht will. Und ich bin auch so reich, um zu sagen, ich knall mich komplett weg und schiebe mal den Kapitän zur Seite und sage, jetzt lass mich, wo ist der Schlüssel? Ja, ich habe keinen Schlüssel, egal. Es hat keinen Schlüssel, das habe ich Ihnen gestern schon gesagt. Du gibst mir den Schlüssel. Yacht. Ja. Sind wir uns da einig, das ist schön. Wenn ihr nicht Los Brutalos heißen könntet, welchen Namen würdet ihr eurer Band geben? Nightmare, Booster Boys, Purple X. Die Sachen. Ja, echt schwierig. Also, was wird man sich dann nennen? Ja. Ich glaube, wir werden wieder irgendein pseudolustiges Weißwurst. Ja, sowas. Ja. Ich glaube, also, der Kid Rap und die arbeiten ja schon lange an ein Ding, wobei das nenne ich nicht, falls wir es wirklich machen, dann wissen alle, dass wir das sind. Aber wir haben einen großartigen Namen für EDM-Formation von uns. Das ist Plan B und C. Ja. Was war die hässlichste Stadt, in der ihr je wart? Hannover. Erst Deutschland, dann weltweit. Hannover, hasse ich abgrundtief. Ja. Alles dran. Die hässlichste Stadt. Die hässlichste Stadt war...
Ich kann es jetzt so stadttechnisch nicht wirklich benennen im Ausland. Also Bremen war schon extrem hässlich, auf jeden Fall. Haben wir da vorher im Podcast drüber geredet oder haben wir das privat besprochen? Nein, wir haben vorher schon gesagt, dass ich Bremen hasse und du hast irgendwas anderes. Hannover, ja. Nein, Stuttgart hasse ich grundlos, stimmt, ja. Da sind wir drauf gekommen. Ja. Also ich muss sagen, ich leider weiß nicht, wie das heißt, aber für mich war... Ja, ja. Nein, als ich vom Flughafen in Ägypten... Ich würde Ägypten sagen, mit dem Shuttle, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war nicht in Marsalam, sondern ich weiß nicht mehr wo, aber das war für mich eigentlich die schlimmste Fahrt. Egal, also nimm eine der Städte da auf dem Weg und das war einfach das Schlimmste, das war für mich, das waren lauter so da war Bauruinen. ein Unwohlsein, das zum Singen, wenn man denkt, und dann siehst du wieder 1 Milliarde Hund oder was weiß ich, das war für mich eigentlich der schlimmste Ort, in dem ich war. Ist sogar, also ich finde, wir waren ja auch schon in manche Städte, die nicht in Nordafrika sind, sondern richtig Afrika. Ja. Und da, also so, ja gut, Nairobi war schon kurzzeitig ein bisschen Unwohlsein, aber hey, aber das 3 Bier später und dann hockst du im Slum und saufst mit den Leuten. Also von dem her alles cool. Das ist auch gar nicht so schlimm. Das wir Malle, da sind die Leute auch nicht so schlimm. Was Nein, du musst einfach nur richtig saufen. Dann ist es ja egal, ob da jemand ins Bier wächst. Ja. Ja. Ich werde mir regen. Wollt ihr euch nicht einmal sexy auf der Bühne anziehen? Ist das, was man offiziell jetzt sein kann, wenn man die Venue nicht nennt? Ja, ich glaube schon, ja, das kann man schon sagen. Deine Geschichte. Also war mir beim Anja Bavaria Auftritt dabei und sie war auf jeden Fall nicht unsexy gekleidet, sondern hat keine Hotpants, sondern kurze Adidas-Hosen angehabt und ein bauchfreies Top, und trotzdem ist dann danach der Veranstalter hergekommen und hat gesagt, ja, der Auftritt war ja super, aber sie hat gehört, dass die Leute gesagt haben, dass sie im Schlafanzug auftreten ist und ob sie sich nicht einmal sexy anziehen möchte, und hat dann so ein Foto von einer anderen Dame gezeigt, die halt so eine rosa Lederhosen angehabt hat, und ob das nicht was war. Ja. Unwissend, dass in unsere Breiten gerade keine Frauen Lederhosen tragen, sondern dass das eher so ein Niederbayern-Ding ist. Mal zum einen, und zweitens ja trotzdem eine sehr übergriffige Frechheit ist. Ja. Also ich habe die Story gehört und ich weiß nicht, wie ich es gut ausdrücken soll, aber dieser aufgeblasene, inszenierte Feminismus, so nenne ich es mir ganz bewusst, weil ich bin ein großer Frauenfreund tatsächlich, nervt mich schon größtenteils. Aber wenn du dann halt sowas auch wieder mitkriegst, dann denke ich, was ist denn los mit euch? Also wie unverschämt kann man sein, diese Anmaßung. Wir sind noch nie, da hatten wir drauf angesprochen werden, was wir auf der Bühne tragen. Egal, also zieht euch mal sauberer oder zieht euch einfach nur, weil wir Typen sind. Und das ist echt sauer. Ja, schon, ja. Ja, ich glaube, das passiert oft. Also vor allem in der Veranstaltungsbranche wird von Frauen erwartet, dass die hübsch sind. Ja, die bei Männern ist es halt wurscht, weil wo fängst du an, gell? Hauptsache wir können singen. Oder in unserem Fall halt tanzen. Ja, schon, ja. Bei mir ist, da sagen sie auch, am Anfang sagen sie so, die schauen ein bisschen komisch aus, aber dann, wenn es die Moves singen, dann die Moves singen, ist irre. Vor allem ist das Gesicht komplett ändern und du siehst vor dir einen Michael Jackson. Ja, schon. Fan der Woche haben wir schon gesagt, Secret-Tipp ist das Restaurant Hermann in Ringsburg. Vor Ringsburg, oder? Vor Ringsburg, oder? Also, wegen des Googles, dann findest du es schon. Schaut von außen aus, als da drin ein paar Obdachlose wohnen. Also wirklich ich darf fast schon sagen, Sozialbausiedlung. Zumindest für Leute, die aus Oberbayern kommen. Ja, klar. Hat das Ganze schon sehr komisch gewirkt. Aber sobald du drin warst, super Ambiente, schön hergerichtet. Geiler Biergarten. Sehr nette Kellner, muss man auch sagen. Also Essen auch famos. Essen super, war echt gutes Cordon Bleu gegessen, obwohl wir jetzt in letzter Zeit oft die bayerischen Schnitzel und Cordon Bleus zerfickt haben, verbal, war das echt gut. Aber jedem hat es geschmeckt. Sogar für die Vegetarier. Also Sabrina hat sich dann wo habt ihr schon mal einen Halloumi-Burger, einfach so aus dem Nichts in einer bayerischen Wirtschaft gesehen. Und da habe ich dann einen Käse probiert, der ist richtig stark. Also. Nein, das war seit langem mal wieder, wo ich gesagt habe, hey, das war super gutes Essen. Guter Secret-Tipp. Schaut da hier auf jeden Fall. Unbezahlte Werbung. Was steht die Woche noch an? Wir haben 2 Auftritte die Woche. Einmal in der Revolution
Und einmal in Prien am Chiemsee. Schaut's vorbei. Wäre tight. Ja. Genau. Und sonst, ja. Wer spielt am Samstag mit uns? Bambras. Bambras. Ja. Okay. Schaut's vorbei. Und in Prien 5 DJs. In Revolution 5 DJs. Geil. Ja. Check it out. Und hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.